En ons in God zijn gegeven wordt aanstellen. Ik van des morgens een kerkvoerder al gisteren. Ik dacht even nu dat we komen, alle anderen zijn nog naar de kerk te beden. En ik geloof de meeste van ons, we komen met hand, erop aan dat we komen voor God met waar ons het gaat en waar we ons voelen en wat er niet zijn en hoeveel we te danken hebben. En zo we komen naar de kerk met een gebed en verlangen aan zijn gegenwoord te zijn. Als Petrus gevangenis weer, dan kwam de kerk ook taub om te beden en God die maakt de deuren op. En zo dan zeggen we vielleicht, nou ja, dat we ook een diestere maag, wat even Petrus en even de apostel herrschen deed. En zo, ik heb wonder dat du een prayer brukt en wat immer, maar ik dacht dus even nu en van daar is er zoveel district in deze wereld wat versucht te herrschen over ons persoonlijk. Wo ik geen ander dat probably zijn kan dat ik irgendwo in gevangenis zit of vast zijn. Dat zit geen ander. En daarom is het wichtig dat we toekomen in gebed einer van anderen doorstoen. Wat we mensen vielmals vertrouwen hebben, dat is dat we willen dat niet toestoen er niet zijn en wat van gevangenis we zijn. Maar God is gnädig en hij is een God wat ons gleichen heeft en hij wil dat we immer waren naar hem komen met al onze aanleidingen wat immer er zijn. En hij wordt weggeven de ruimte komen waar we zijn, wanneer we hem de gelegenheid geven. Zo ik vele als ik hier met en dan had ik 1 Korinther 2 niet ganz vorig, maar de tijd alweer. Zo mij aan het doen nog een beetje van de laatste paar versen en dan in de kapitel 3 gaan en zien wat we door het leren kunnen. Maar we dan gaan, waar we ons hoop nemen te beden. Gerechter Vader in Himmel, we komen waren fertig, we zijn dankbaar en dienen gegenwoord te zijn en we beden dat du was openbaringen geven te ons, du was ons wijsheid geven, te verstaan wat dien willen van ons is en dat we kunnen ons leiden en vieren laten naar dien willen. Zijn dien woord aan ons persoonlijk en schenkt dat we kunnen met opener hart dien woord te ons nemen, dat het wordt ons terugvormen, dat wordt ons leiden, dat wordt ons leren, dat wordt ons bewegen, raar hier voor die te leven. Voordat ze met ons hier in deze tijd wat we hier nu zijn. In Jezus zijn naam. Amen. Kapitel 2 in 1 Korinther. Door versucht Paulus de Lieder te klar te maken, wer wat de predigt van des gekreuzigten Christus bedienen deed. En wat van de kracht erbij is. En dan de wijsheid van Heiligen Geest. Wer in deze wijsheid van Heiligen Geest leeft, die kan, wat we lezen zijn, wat ik kan, wat het staat. En vers 12 zegt het, we hebben niet deze wereld een Geest gekregen, maar den Geest die van God is. En door deze Geest weten we. So hier hebben we dat woord, door deze Geest, wat we hebben, door den Geest, dan weten we. Wat God ons gegeven heeft. So God heeft ons beschonken met door Jezus en Jezus Christus heeft ons dat gegeven. En dat zegt dat door den Heiligen Geest weten we dat God ons dat gegeven heeft. Er is niet een grote erklärung nodig, maar het zegt hier door deze Geest dan weten we wat God ons gegeven heeft. En dat is het uit je leven. Dit is dat waarvan we reden, niet in wie der ons de menselijke wijsheid leert, maar in wie der ons de Heilige Geest leert. En dan zegt Paulus, en dit is dus wie te de mensen reden doen. Dit is wat we de mensen versuchen te erklären. Wer sich Gott seinen Geist nicht unterstellt, Gott zijn Geest niet ingesteld heeft en met zijn eigen verstand oordelen wil, kan het niet verstaan wat van God zijn Geest komt. Dat is voor hem aanzien en hij kan het niet verstaan, dat moet einfach
met de help vom Heiligen Geist beurteilt worden. 3 nu dat woord boven in vers 12, 13, durch diesen Geist weit wie, wat Gott uns gegeben hat. So hier, Menschen, die diesen Geist nicht haben, die können bloß menschlich denken. Die können bloß nicht geistlich urteilen, because sie haben das nicht. Das ist einzig durch Gott sein Geist, den er uns gegeben hat. Paulus kommt Luther noch an die Verschiedenheiten, aber er, glaube ich, das ein bisschen festholen, dass das der Geist Gottes, was uns das zu verstehen gibt. Das ist der Geist Gottes, was uns das deutlich merken wird. Und wenn wir nicht voll von diesem Geist sind, dann können wir das bloß gar nicht. Sagt Vers 15, sagte, wer vom Heiligen Geist voll ist, kann über alles urteilen, aber über arm kann keiner urteilen, because der Heilige Geist, der bewegt uns, der lehrt uns, der bewegt uns, reich zu leben. Dort werde urteilen, weil über uns, der hat nicht eine jährliche Ursache dafür. Dort steht geschrieben, wer hat gewiss, was der Herr im Sinn hat, oder wer kann am Ruth geben. Wir aber haben Christus seinen Geist und wir haben seine Gesinnung. Das ist, was Paulus sagt. Das ist, was wir haben. Und er redet zu einer Versammlung, wo du probably mit verschiedenen Dingen zu tun hast, kriegst es wie von dir an. Mit verschiedenen Dingen an uns nachkommen oder uns bewegen tun, oder wo wir miteinander getroffen worden. So der Lied sagte, dass wenn wir vom Heiligen Geist voll sind, dann haben wir Christus seine Gesinnung. Dann denken wir so aus Jesus Christus da. Dann handeln wir so aus Jesus Christus da. Dann bewegen wir uns in den Sinn so aus Jesus Christus da. Aber wenn wir uns nicht den Heiligen Geist unterstellen, das ist in Vers 14, dann haben wir gleich diese Fähigkeit, dann ist uns doch gleich klar, dann ist uns doch gleich deutlich. Dann können wir dort gleich taubstellen, because uns Fleisch kriegt immer war am Mann mit unseren guten Gedeihen. Wir haben gedacht, viel gute Gedeihen, die kriegen dann alle Wege Mann und die wollen das dann möglich merken. Und wir würden das dann vielmals gleich vertuschen, mit was der Geist Gottes uns würde Anleitung geben wollen, aber wir haben es so nicht nur gestellt, dann würden wir mit unseren guten Meinungen, guten Gedanken, guten Gedeihen versuchen zu handeln. Und vielmals schafft das auch, es ist auch reich. Aber das ist nicht, dass wir das verstehen können, was der Geist Gottes in uns dann wirken wird. Aber wenn wir voll sind vom Heiligen Geist, dann kann er uns bewegen. Dann kann er uns leiden, dann kann er uns führen. Aber wo waren wir voll vom Heiligen Geist? Wo weit wir dort dann nu, dass wir voll sind vom Heiligen Geist? Wo würden wir uns da nun Mutschlag sagen, nu weiß ich dort, nu sind voll und nu weiß ich dort, nu hat mich nicht mehr gestellt. Nu tue ich das bloß nicht. Wo haben wir den Mut? Würde irgendwer einen Mutband haben und würde sagen, okay, den überholen, dann weiß ich dort nu sind voll oder nu sind lade. Was kann mir dort Verständnis geben? 3, nur Vers 13 sagt es, das ist dort, wovon wir reden, no, Vers 12, der von Gott ist, durch diesen Geist weit wie, was Gott uns gegeben hat. So, dass wir weiten, was Gott uns gegeben hat, der Heilige Geist in uns lebendig ist, dann braucht es, dass wir mit Gott sein Wort bekannt sind. Dass wir weiten, was Gott uns gesagt hat, durch sein Wort. Durch die Brüder, die dann gelebt haben, als Jesus zu beehrt wird. Und bewegen dort, und sein dort, und lehren dort. Und dann in Kapitel 3, und hier kommt er ab mit, hier schafft uns die neue Lehre, dass wir sollen voll sein vom Heiligen Geist, und wenn wir nicht sind, dann wollen die Verschiedenheiten sein, und dann in Vers 1 in Kapitel 3 sagt es, liebe Brüder, er könnte nicht so reden als die geistlichen Menschen, aber so als die fleischliche, als die anmündige Kinder in Christus. So muss Paulus reden zu diesem Lied, zu dieser Versammlung, was er für sich hat. Woran? Because die hatten sich noch nicht das Geist unterstellt, oder noch nicht voll vom Heiligen Geist.
Dann sagt er wieder, ich gebe je Mahl zu trinken und nicht starke Kost, die wir noch nicht rein dafür und die können dort noch nicht verdrehen. Warum nicht? Warum wären sie nicht rein? Warum können sie dort nicht verdrehen? Und dann sagt er dort in Vers 3, die sind noch fleischlich, noch zu sehr eine nusige Natur, oder eine menschliche Natur. Wenn die noch so leicht aufjenstig sind, die zanken, plüdern, streiten, dull sind, oder whatever. Er redet hier nicht das ganze Rede ab, aber er sagt, wenn dort noch alle du ist, das sagt er, dann meint er, dass die sind noch fleischlich. Dann hat die fleischliche Natur noch Kontrolle. Dort wo wir ihn, dort nicht verschlägt, wenn ich zu jemand rede von Jesus Christus seine Lehre oder von der Radung an Jesus Christus. Dann können wir das bloß nicht abkriegen. Wenn wir ladig sind oder uns Gott seinen Jesus nicht unterstellt haben, dann können wir dort nicht verstehen und können uns nicht beherrschen. Dann kommen die Dinge auf eine Weg, wo wir bloß dann okay mit sind, wenn wir allein sind. Aber nicht wo wir mit anderen Menschen sind. Wenn einer sagt, ich halte das mit Paulus und ein anderer sagt, ich halte das mit Apollos, dann frage ich Paulus, ist das nicht fleischlich? Ist das nicht fleischlich? Ist das nicht Gott ihn jetzt nicht unterstellt zu sein? Ist das dann nicht so, dass die noch nicht voll sind vom Heiligen Geist? Ist das nicht, wo wir in die Dinge passieren? Das, wo wir wie mit dem Mahl trinken. Das, wo wir wie noch nicht zu starke Kost verdrehen können. Wir alle gleichen Entschuldigungen. Wenn uns dann was passiert ist, dann würden wir sagen, uns Fleisch ist schwach. Und dann würden wir uns verkrüpen wollen, wir sind fleischlich, uns Körper, uns Fleisch ist noch so schwach, deswegen können wir nicht. Wenn wir dann trägen, das 2. Kapitel, das letzte Ende sagt, das sagt, wenn wir uns Gott seinen jetzt nicht unterstellt haben, dort ist, wo wir dass es dort passiert. Oder wenn wir noch nicht voll sind vom Heiligen Geist, dort ist, wo wir ihn wie bloß mal verdrehen können, oder wo wir ihn wie noch nicht starke Kost verdrehen können. Wenn dann wer redet von einem oder anderen, dann wird das leicht gesetzlich sein, oder die kann das nicht verstehen, oder die weiß das nicht, oder wir würden Entschuldigung haben, ich würde das auch so gleichen, aber ich kann das nicht, ich bin noch zu schwach. Paulus versucht diese Lieder zu sagen, dass wenn wir vom Heiligen Geist voll sind, dann haben wir Christus seine Gesinnung und dann können wir so leben, dass einem das gefallen hat, because wir sehen nur seine Gesinnung. So wir sind mit Gott sein Wort bekannt und weiten, wo Jesus antworten wird, wo Jesus handeln wird, wenn verschiedene Dinge passieren werden. Wir weiten, dass er in der Wildnis ging, dass er groß getauft wird und von Sodom versagt wird. Da kamen viele Versicherungen über Arm und der Tief. Da sind ein paar Versicherungen abgeschrieben und wo er die Antworten hat, und hat er immer war mit Gott sein Wort, das hat er beantworten. Und weil er immer war Gott sein Wort brauchen, dass dort, wo wir ihn bestehen können, weil er lehnt sich, er stund an dort, er wird dort Wort, und dort, wo er kann bestehen. Paulus sagt in anderen Wiederung zu dieser Lieder, dass die noch einmal machen haben und nicht starke Kost verdrehen hat, dort kann ich sein an jene Frucht. Wo je jemand behandeln, wo je jemand bedrehen, dann kann ich das sein, dass ich nicht kann, zu jemand eine starke Kost reden, dass ich noch mal so reden, als wenn das Mahl ist, because jene Worte verroden jemand. Und dort ist auch was andere Worte ans verroden tun. Sie sagt, die sind noch nicht jässlich. Die sind noch nicht jässlich unterstellt, aber die sind noch ladig. Die wissen, dass all das durch Jesus Christus gerat sind, dort weiß je, aber je unterstellen sind noch nicht. Noch regiert die alte Natur.
der fleischliche Mensch ist noch der, der die Kontrollen hat. Und so Paulus versucht diese Lieder zu sein, dass dit ist, so es beginnt schaffen hat. Wenn wir denken dann an, das sagt noch so anmündige Kinder, wie haben das vielleicht angewandt, oder wir haben das bis so, dass wenn ein Jung ist 21 ist oder in einem Jahr, dann sagen wir, nicht mündig. Nu von hier wieder, dass die mit Geldverwaltungen, dass die sich selbst weiten. Wir übergeben die dort, nu ist er abgewaschen, nu kann er sich weiten. Hier sagt Paulus zu diesem korinthischen Lied, und die sind noch immer nicht, aber die sind all über 21 und die sind immer noch nicht, aber dass die mündig sind. Und so, mein Verlangen ist, dass wenn Paulus zu uns wird kommen predigen, dass er wird können sagen, dass diese Lied sind voll vom Heiligen Geist und der Heilige Geist kann Kontrolle, kann leiden in alle Wege. Wir können das sagen, dass diese Lied, die sind so gesandt, als Jesus Christus wir. Die lassen sich von diesem Geist regieren. Durch die Brücke, dass wir uns stellen dürfen. Vers 5 und wieder sagt es, wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Und ich habe drei Worte in Kapitel 1 abheben, die dort die Verschiedenheiten wären in der Kirche, in der Gemeinde, wo Paulus in Korinth war. Da wären Verschiedenheiten. Ich habe drei, aber die Verschiedenheiten, was er in Kapitel 1 einmal abheben wird. Und sagte, wer sind diese beiden, Paulus und Apollos? Wer sind die? Sagte, die zum Glauben gekommen sind. Und jeder von den beiden, die dort, wo Gott ihm die Gelegenheit gibt, Paulus sagte, ich die planten und Apollos die Gott weiter. Aber Gott muss dort wissen. Was Apollos gesagt hat, was Paulus gesagt hat, dort wirkt bloß nur, was Gott segnen wird. Das ist Paulus auf sich zu sein. Aber Paulus sagt nicht, dass weil Gott nicht gesegnet hat, ist er nicht. Er sagt bloß, der wird, was er gesagt hat, die sind geplant. Dort, was Apollos hat Mut gesprochen, das hat Mut gebracht, so aus einer Plan, dass Wutter das, wenn der anfängt zu wachsen. Wenn er nicht Wutter kriegt, kann er nicht wachsen, aber wenn er Wutter kriegt, dann kann er wachsen. So, und Paulus sagt hier, dass Apollos, das mit einer Geldkonjugonen hat das gegoten. Und Gott hat das segnen. Aber sie sind noch zu sehr fleischlich. Vers 7 sagte, du wären es nicht die Wort, die du planten det, und nicht die du jäten det. Wer wird es Gott, der dort wachsen merkt. Zwischen denen, die du planten det, und denen, die du jäten det, ist kein Unterschied. Gott wird einen jeden nur belohnen, als er gearbeitet hat, und was seine Gaben sind, und was Gott am anvertraut hat. Aber hier so sagt er, dort wer jäten det, oder wer planten det, du hast nicht einen Unterschied. Sie sollen dann denken, dann, als sie zum Glauben kommen, als Paulus das erste Mal predigen in Kapitel 1, wo sie angespornt werden, dass da sind Verschiedenheiten, wo ihr mit beschäftigen dürfen, was ihr Trouble geben, dann das hier zurückkommen und ein bisschen nachhalten. Guck mal, das ist, was ich deut, das ist, was Paulus deut. Und so nu habe ich das alle so sehr vergessen. Nu habe ich das gleich so sehr angeholt. Aber je weiten das doch, dass der Radung an Jesus Christus, dort habe ich begriffen, dort habe ich verstanden. Wo dann nu wieder? In Vers 9 sagt es, hier kommt der Dreh auf den Grund, was er für sich hat versucht, klar zu machen, und dann all im Anfang, sagt Vers 9, wir sind Gott seine Mitarbeiter, ich und Paulus und Petrus. Dat in Kapitel 1 toen zei we dat hij Petrus dort met aantrekt. Ik geloof hier Luther dat hij dat nog eenmaal. Maar wie zijn Gott zijn Mitarbeiter? Als Apollos, oder als Paulus, oder Petrus, oder Philippus, oder wer immer das ist, wir sind Gott zijn Mitarbeiter. Und die sind Gott zijn Ackerwerk. Und Gott zijn Büwerk. Door als Gott mich genoeg heeft, heb ik den Grund gelegt als een wijze Bühmeister. En in jeder Büt daarboven wieder. Aber laat einen jeden vorsichtig sein, und was er daarboven bühen hat.
Nu recht hij dit gebeurt. Paulus zegt, ik ga door een fijne grond beginnen kleurlei. Je zullen dat fijn verstaan kunnen. Dat hij kleurlei als een wijze buurmeester, dat het sterk is, dat het kracht heeft, dat het staan kan. Nu zal in jeder eine aan zijn geloven door boven buren. Op den grond wat er gelegd is, en dan zegt hij in vers 11, keiner kan einen anderen grond leiden als der al gelegd is, en dat is Jezus Christus. Hij verzegt te zijn dat dit grond wat ik heb verzocht te erklären, als ik aan Anfang nu kwam hier in Korinth, die grond die blijft. Dat heeft geen andere grond. Er kan geen andere nog nu opkomen en zeggen dat nu heb ik een betere grond gevonden, als Jezus Christus. Dat is de radung, dit is wat we brauchen. Dit is zo'n gezendung, als we zullen gaan, wat er in Kapitel 2, het laatste eng zei. En dan zegt hij, en jeder einer zal voorzichtig zijn, wo op deze grond te bouwen. Wo zijn geloven op deze grond te wassen, te bouwen. En hij zegt dat op deze grond je te bouwen op 6 verschillende wegen. En zo dan kunnen we ons vielleicht vragen, op welke weg doe ik op deze grond bouwen? Hij zegt, het eerste is goud, zilver, dieren, stenen. So diese 3 Dinge sind so, die nicht leicht verbrennen. Wenn die dahin viel gehen, die bleiben da. Wenn es viel lang bleibt und sehr heiß wird, ja, dann kann ein Stein abspritzen, das Silber kann verschmelzen, das Gold kann verschmelzen. Aber wenn es viel ewig ist, dann ist immer noch Wort von dort. Aber dann sagt er, du kannst auch gebaut werden mit Halt, Heu und Stroh. Diese 3 Dinge, du brauchst nicht viel Vieh, was du kommen, dann verbrennt dort in ein Regen, der ewig kommt, dann ist er nicht mehr von zu sein als dunkle Stoff, Raum, Asch. Und du im Bett, wo der ewig kommt, dann ist das verwascht weich. Aber der Grund von Gold, Silber oder dieren Steine, wenn die dann auch sind, im heute Vieh warst, die können sein, die haben das Schäbfleisch verloren, was die hatten. Aber wenn das dann ewig regnet, dann geht das Silber, das Gold, die bittigen Steine, die sind dann noch alle durch, die sind geblieben. So hier sagt Paulus, ab diesem Grund soll wir vorsichtig sein, wo wir die Bühnen tun. So, wenn wir diese Frauen nu würden mal an uns richten, oder wenn uns wer wird kommen, Frauen, und ich du wird sollen eine Antwort geben, mit was das du ab diesem Grund bühen? Was wird unsere Antwort sein? Wird wir sagen, dass ich da mit Gold bühen, oder wird wir sagen, ich da mit Stroh bühen ab diesem Grund? Because that's what Paulus diese Lied hier versucht zu erklären, dass wo wir an diesen Glauben verder kommen und wassen dann, da wird ein Unterschied mehr. Und dann sagt er wieder in Vers 13, aber in jedem seine Arbeit wird für einen Tag kommen, der Gerichtstag wird dort klar merken, was bleiben wird. Was bleiben wird. Weil der Tag kommt mit 4, durch das 4 wird sich wiesen, von wo es sagt, in jedem seine Arbeit wir. Das kommt fair. So, und nu würden wir uns selbst vielleicht mal fragen, wo do ich auf diesem Grund bin? Ich weiß, dass Jesus Christus ist der Eckstein. Ich weiß, dass er ist der Rader. Ich habe das angenommen. Ich will mir von ihm leiden und regieren lassen. So, aber das, was ich do, was ich mit ihm gehe, oder wo ich mit diesem Glauben handeln do, ist das so, dass wenn mit Schwierigkeiten durchgehen, oder vielleicht Verfallung durchgehen, oder something durchgehen, was sehr schwer ist, würde dann auf einmal so rüberkommen, als Paulus hier am Anfang sagt, dass ich konnte ihn bloß noch nicht so reden als geistliche Lied. Würde es so rüberkommen, dass aus meiner alten Natur, aus meinem Fleisch würden wir rüberkommen, was ich sein will.
Oder wo würde das rauskommen? Because Paulus versucht zu sein, und er sagt hier zu diesem Lied, dass dort vorsichtig sein, wo je auf diesen Stein bühen tun. Und dort, was je hier auf diesen Stein bühen tun, auf diesen Grund, was in Vers 11 sagt, auf diesen Grund bühen tun, dort wird auf eine Probe gestellt worden. Du kannst wie gleich heran, das wird auf eine Probe gestellt worden. Und so nu treten unsere Frau, was wird ich sein, wenn ich mein Leben ein bisschen durchdenken da und mir wird gefragt worden, mit was tust du auf diesen Grund bühen? Würde ich kann sein, dass ganz klar ich bühe mit Gold? Because ich habe das fleischliche Körper, mit dem ich diese Arbeit hier auf diese Erde und ich habe diese menschliche Natur, was mein Körper kontrolliert, so mein Körper schaffen wird, das ist das mit der menschlichen Natur. Und dann hat wir uns hier die Frau gestellt, sind ich voll vom Heiligen Geist, hat mit diesem Geist noch nicht umgestellt. Und so nu mit dort können wir uns die Frau dann beantworten, ich da mit Dieren Steine bühen, oder ich da mit Halt bühen. Wenn ein bisschen Halt als du kannst noch heute 4 selber gehen, das wird nicht kurz 4 catchen. Aber wenn das mit zu lang ist, dann wird das 4 catchen, dann wird das verbrennen. Wenn das her ist, du brauchst bloß ein klein mit 4 ankommen, dann brennt das. Oder Stroh, das braucht bloß ein klein mit 4, dann verbrennt das. Dann brennt es an sich selbst. So, Paulus, der sagt, dieses Lied hier sieht, sei vorsichtig, wo ihr auf diesen Grund bühen tun. Der Grund ist gleich, der Radung ist durch in jedem einer, dass wir durch Jesus Christus sein Kreuz können gerat sind. Und so, wo tun du auf den bühen? Vers 14. Und wann dort, was auf den Grund gebüht ist, die 4 Probe bestanden wird der Jan Lohn kriegen. Wenn dort der Probe bestanden wird der Jan Lohn kriegen. So, dann sagt es aber, wenn aber irgendwem sein Werk verbrennen wird, dann wird er Schulden leiden. Er selbst aber wird gerat worden, aber mal geruht so aus in 4 Geräten. So, das meint nicht, dass die Radung, die wir angenommen haben, vielleicht kurz weich ist, als diese korinthische Lied hier, da sind viele verschiedene Schwierigkeiten. Und die Radung, die sie angenommen haben, die bleibt da. Aber die Worte, wo sie damit handeln, wo sie umgehen mit vielen verschiedenen Dingen, das wird bloß noch nicht so, das soll sein. Sie werden noch nicht jährlich voll. Und dann geht er wieder und sagt in Vers 16, wollt ihr nicht, dass ihr Gott sein Tempel sind und dass Gott sein Tempel in wohnt? So war er. Wir fahren vielleicht in der Kirche und wir hier in einer Gemeinschaft, wo wir dort tüßig sind, wo wir dort gleichen. Aber dann fragt Paulus, der Tempel Gottes, wo steht der in? Wo bühe je auf diesen Grund und wo ist der Tempel Gottes? Was ist unsere Vorstellung von diesem Tempel Gottes? Sagt er, wer Gott sein Tempel zu schauen merkt, den merkt Gott zu schauen, und Gott sein Tempel ist herrlich. Und dann sagt er, in je sind der Tempel. Je sind der Tempel. Das ist, was Paulus sagt. Er sagt in diesem Lied, kijk, die sind noch fleischlich auf viele Wege, dass die glauben, dass ein von den Predigers ist bis viel mehr wird als der andere. Oder einer versteht das viel besser uitzuleihen als der andere. Und dort, was der Lehrer sind, ist Petrus oder Paulus oder Apollos. Die nehmen Sieden durch. Und hier sagt er, aber die sind der Tempel Gottes. Das wer die sind. Wollt ihr doch nicht, dass die Gott sein Tempel sind? Die sollen so sein, gesonnen sein, als Jesus Christus ist. Vers 18. Sagt er, keiner soll sich was Falsches vermerken. Wer da meint, dass diese Welt aus Weis holen wird, den wird erst zum Nur worden, dass er ab ihrens Weis worden kann. Keiner soll sich was Falsches vermerken. So, nun hat Paulus hier diese ganze Rede so versucht, mit so zu erklären, wo sie sollen denken, wo sie sollen bühen auf diesen Grund, mit was sie
sollen umgehen. Und dann sagt er, aber keiner soll sich was Falsches vermerken. Mit dem merkt er der oben, als mit Frauen, haben wir uns auf einmal so Falsches vermerkt, angebildet, und holen dort fast, wo wir nicht kein Fall waren von den Heiligen Geist. Da haben wir uns was Falsches vermerkt, damit wir uns den Heiligen Geist nicht unterstellen können. Sind wir auf einmal an uns selbst so weise geworden, dass wir glauben, wir weiten dort ohne den Heiligen Geist? Wir weiten dort viele Menschen von der schon da, die glauben nicht an Gott und damit sagen sie vielleicht, das gibt kein Gott. Und dann wollen sie jeder Ding hier erklären, wo das alles schaffen wird. So und so eine lange Millionen Jahre, was immer, und dann du wen als dort so, und dann hat sich dort Getränk geformt, so, und dann haben sie eine Erklärung für dort, aber sie können dort besiegt Gott, versuchen dort besiegt Gott zu erklären. Wo wen? Dann wird wir für uns alle klar antworten, weil sie sind nicht von Gott, sie sind nicht voll vom Heiligen Geist, dort so werden sie versuchen, daran zu schaffen. Und dort merkt auch Sinn, dass sie dort dann versuchen zu tun. Aber hier fragt Paulus, sagt uns hier, keiner soll sich irgendwas Falsches vermerken. Vers 19. Diese Welt erweist es bei Gott ansehen, willst du steht geschrieben, bei arm ranende Weise sich in ihre Klugheit fast. Aber ein hat doch nicht eine Antwort. So traine dort, wo bü wir ab den Grund, der du geleicht ist. Vers 20. Und dann auch der Herr weiß, was die Weise denken. Und dort das nicht meint. Vers 21. Keiner soll wie ein Menschen stolz sein. Gedanken trägt, dass Apollos ist besser als Paulus, oder Petrus ist besser als Apollos. No, nicht so eine Gedanken. Keiner soll wie ein Menschen stolz werden, dass einer besser ist als der andere. Jünt gehört alles, ob das Paulus oder Apollos oder Petrus ist, oder die Welt, oder Leben, oder Tod, oder Gegenwart, oder Zukunft, alles dort gehört gejünt. Und die gehören Christus, und Christus gehört Gott. So häufig versucht dieses Lied zu sagen, dass wenn die voll vom Heiligen Geist sind, der Grund, was gelegt ist, du boven mit Gold, oder Silber, oder Dierensteine Bühnen down, dann wollen wir können mit Lohn rechnen. Aber wenn wir mit Häs, Holz, Stapel oder Strohbühnen down, da kann es sein, da wollen wir viel Schulden liegen. Und wir denken dann vielleicht an Schulden liegen, wenn wir es nicht mehr auf diese Erde sind. Aber wir sagen das auch all, dass viele Menschen, die leiden all sehr viel hier auf dieser Erde, weil die Entscheidungen, die sie treffen, nur ihr Fleisch nur getroffen worden sind. So, wir würden gerne all verschiedene Punkte aus dem nehmen, aus das 1. Korinther 3. Aber wir wollen uns kurz einmal ein bisschen nachdenken. Sagt, wer Wort kann Paulus zu den Korinther nicht reden als zu geistlichen Menschen? Was wird die Ursache? Ich habe uns antworten. Mit Wort weisen sie ihre Fleischlichkeit. Wer wir Hacher angestellt, die du jäten oder die du planten sind Frauen, was wir uns Frauen kennen. Ab was von einem Grund war es die Kirche gebüht? Wann wird dort zu seinen sein, ab was ich gebüht habe? Was ist dort mit viel geprüft wird? Was von Gebet ist die Kirche? Was ist die Weisheit von dieser Welt bei Gott? Woran soll wir nicht Menschen vertrauen? Und zu wem gehören wir? Das sind Fragen, die wir uns in das 3. Kapitel feststellen und könnten sehen sein, dass wir uns immer wieder fragen, wenn mir persönlich wird gefragt worden, mit was ich bin, dass ich confident mit ganz Zuversicht antworten, dass ich bin mit Gold oder Silber oder Dierensteine und nicht mit Holz oder Heu oder Stapel. Mach Gott